Herzlich willkommen zurück hier bei RetroCache. Sinnlose Let's Plays mit Diablo 3 und wir sind da glaube ich schon in der Erweiterung drin und ganzen Haufen Leute haben Sterne und ganzen Haufen Leute möchten mit uns reden und ich würde sagen, weil es so einen Haufen Leute hat, nehmen wir doch mal die einzelnen Robert und ich sind geblieben, um zu kämpfen. Aber er fiel. Und als sie begannen, ihn in Stücke zu reißen, geriet ich in Panik. Ich floh. Euch trifft keine Schande. Ihr hättet nichts für ihn tun können. Ja, und dann tun wir doch da mal ein bisschen mit den Leuten reden, kann ich sagen. Endlich! Ein Held kommt, um uns zu retten. Das bringt mir aber meine Frau nicht zurück. Oder etwa doch? Nein, ich glaube nicht, aber... Westmark ist aus den Bemühungen des großen Generals Rakis erwachsen, der seine Religion über die Reiche des Ostens hinaus verbreiten wollte. Gefangen im Aberglauben der Zakarum trieb er seine Paladine erbarmungslos über die wilden Lande des Westens und unterwarf die unzivilisierten Stämme, die er dort vorfand. Schlussendlich wurde er zu ihrem König. Okay, dann falten wir uns jetzt mal ein bisschen mit Hintergrundwissen. Meine Bibliothek ist nicht weit von hier entfernt. Ich wollte sie gerade für den Abend schließen, als ich den Kampflärm in den Straßen hörte. Ich habe die Türen versperrt und bin durch das Hinterfenster entkommen. Doch für meinen offiziellen Bericht werde ich mir wohl etwas Spannenderes zurechtlegen müssen, nicht wahr? Ihr kennt die Legende der Gruft von Rakis, oder? Sie ist bis heute nicht gefunden worden. Die meisten Gelehrten glauben, dass sie unter Westmark liegt. Doch ich vermute, sie ist außerhalb der Stadt. Rakis war schließlich ein schlauer Mann. Ja, aber das heisst nicht, dass ich mal so, ja, ich weiss eh nicht, von was das redest. Also, ja, wir tun uns jetzt mal ein bisschen mit Hintergrundwissen füttern und da mal mit den ganzen Leuten reden. Ich kann kaum glauben, dass wir noch am Leben sind. Unser Dank gebührt euch. Diese Kloake wäre fast unser Grab geworden. Hast du zumindest die Juwelen mitgenommen? Harold, diese Monster wollten uns töten. Besser tot als arm. Ja, bist ein kleiner Arschloch in dem Fall. Es ist doch offensichtlich, wer dafür verantwortlich zeichnet. Die Armen und Bettler haben diese Kreaturen heraufbeschworen, um Westmark zu erobern. Oh, ein Verschwörungstheoretiker. Immer noch. Und diese Lieb. Schmied ist am Mikro. Ich höre immer noch Geräusche. Ich glaube, ich werde langsam verrückt. Beschäftigt euch etwas, Hedrick? Ehrlich gesagt, ja. Ich erinnerte mich gerade daran, was passiert ist, nachdem der Stern auf Neutristram niederging. Ich hatte Mira noch nie so verängstigt gesehen. Lea kam später vorbei und erzählte uns, dass im Gasthaus Verwundete seien. Trotz ihrer Angst hat eure Frau ihnen geholfen. In dem Fall. Wusstet ihr, dass es einst 2 Monde gab? Derjenige, der nicht mehr existiert, hieß Lyria. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich euch die ganze Geschichte erzähle. Von Sai und seinem Meister, dem Gott des Verlangens, Dirgist. Ihr meint, ihr seid bereit, mir eure Version der Wahrheit zu erzählen? Dirgists Juwel ist wieder aufgetaucht und die Zeit für Geheimnisse ist vorbei. Dann ist es also Zeit, mir zu sagen, ob ihr ein Gott seid? Es gab hier in Westmark einen großen Juwelenbazar. Ich habe viele Tage damit verbracht, sorglos zwischen den Ständen hin und her zu schlendern. Wenn ich nur daran denke, dass ich all das nie wiedersehen werde. Die kleinen Lädchen, die Körbe voller Edelsteine, die Juwelenschleifer. Ja, in dem Fall. Unsere Begleitungen dürft möchten uns auch mal noch etwas sagen. Ich fand ihn, wie er benommen durch die Straßen irrte. Ich habe ihn mit hierher gebracht, doch er hat bisher kaum ein Wort gesagt.
Er muss ein Adliger sein, aber ich erkenne das Siegel auf seinem Ring nicht. Die Flammen! Die Flammen? Er war voller Ruß. Vielleicht ist er einem Feuer entkommen. Er sagt nie mehr als ein Wort oder zwei am Stück. Vielleicht hat er noch etwas zu tun mit uns. Begleiter, die lassen wir mal beiseite, weil sonst haben wir da zu viel, wo wir nur reden. Okay. Aber die drei möchten da noch reden mit uns. Warum kehren die Horadrim gerade jetzt zurück? Tyrael erschuf unseren Orden neu, damit wir ihm dabei helfen konnten, den Seelenstein aus den Himmeln fortzubringen. Und um die Menschheit zu schützen. Schließlich könnt ihr nicht überall zugleich sein. Ganz gleich, wie mächtig ihr auch sein mögt. Ja, da ist recht. Malthael, mein Bruder. Er war die Weisheit selbst. Der Anführer unseres Rates. Der Erste unter den Engeln. Und nun ist dies aus ihm geworden. Was hat ihn zu solchem Wahnsinn getrieben? Nach der Zerstörung des Weltensteins verfinsterte sich das Gemüt Malthaels und er verließ des Öfteren die Himmel. Dann verschwand er ganz. Er muss eine Verbundenheit zu... Nein, eine wahre Besessenheit mit menschlichen Seelen entwickelt haben. Jetzt zählt nur, dass wir Malthael aufhalten. Unsere Seelen sollen einst wieder mit der Erde vereint und nicht vom Tod verspeist werden. Wenn ihr den Splitter des schwarzen Seelensteins untersucht, könnt ihr sehen, was Malthael plant? Der Splitter ist noch immer mit dem Seelenstein verbunden. Ändert sich der Stein, ändert sich auch der Splitter. Somit kann ich beobachten, was Malthael mit dem Stein anstellt. Und wenn wir Glück haben, dann kann ich sogar seinen Plan erkennen. Okay, in dem Fall machen wir gleich noch ein bisschen Metzel heute, oder? Dann reden wir mal mit dem General. General Thorion, was hat die Todesmaid in der Kathedrale getan? Sie wollte dort eine Sphäre erschaffen, die die Lebenden in Malthaels Todeskreaturen verwandelt. Eine einzige Sphäre kann jede Stunde Hunderte Unschuldige transformieren. Meine Männer berichten, dass es 2 weitere in der Stadt gibt. Seelentiegel. Mit 2 davon verfügt Malthael über eine schier unerschöpfliche Versorgung mit Soldaten. Dann werde ich diese Seelentiegel zerstören und Malthaels Versorgung mit Truppen unterbinden. Ja, wenn man fast bleibt, ist nicht anders übrig. Malthaels Seelenernter sind also Menschen, deren Seelen ihnen von den Tiegeln entrissen wurden? Es ist die traurige Wahrheit. Und die Todesmaiden? Ihre Geschichte ist ebenso tragisch wie die Malthaels. Einst bildeten sie die Spitze seiner Engel der Weisheit, aber sie folgten ihm auf dem Weg in die Dunkelheit. Okay, in dem Fall gehen wir noch ein bisschen metzeln. In Thalcrag herrschen Tod und Schrecken. Ich dachte, hier wäre ich sicher. Aber es gibt keinen Ort mehr, an dem wir uns noch verstecken können. Ja, PC-Tasse. Ja, und Speicherpunkt. Ja, wir nehmen das mal den Schuft mit. Weil Zauberin haben wir knapp genug oft dabei gehabt. Die Angriffe werden heftiger. Bald werden sie die Überlebenden erreichen. Ich brauche mehr Zeit.
Wir sind hier schon seit Tagen. Diese Leute halten nicht mehr lange durch. In der Nähe ist eine Enklave der Überlebenden. Bringt alle dorthin. Okay, das ist so quasi wie ein Nebenquest eben. Und wieder mal weiß ich nicht, war nicht, dass ich mal. Ich glaube mittlerweile, da macht das Spiel extra. Bereit. Schnell! Wir müssen meine Freunde retten! Schnell! Selber. Unmöglich. Das ist alles Justinians Schuld. Und so jemand nennt sich König. Justinian. König Justinian ist bestimmt bereits aus der Stadt geflohen. Es ist an der Zeit, dass das Volk sich auflehnt. Nein. Jetzt ist der Augenblick gekommen, in dem alle am gleichen Strang ziehen sollten. Aber dies ist die Gelegenheit, uns vom Joch des Königs zu befreien. Das geht noch nicht. Danke für eure Hilfe. Aber das ist noch nicht das Ende. Der König hat uns alle im Stich gelassen. Wenn ihr mir nicht glaubt, lest dies. Sein privates Tagebuch. Woher habt ihr das? Nun, sagen wir einfach, es stammt von jemandem, dem etwas an uns einfachen Leuten liegt. Ich bin so erschöpft. Warum musstest du von mir gehen, Bruder? Ich war nie dazu bestimmt, König zu sein. Der Adel droht mit Aufstand, um mich seinem Willen zu unterwerfen. Sie werden mir die Unterstützung versagen, wenn ich die Bauern nicht klein halte. Meine Position ist hoffnungslos. Wenn wieder mal eine viel größere Map.
Ich brauche mehr Zeit. Okay, da war der andere Weg. Sie da hinten durch, in dem Fall. Ich hoffe, dass Mabel da draußen noch am Leben ist. Lag sie euch am Herzen? Ja, ebenso wie Tiena und Joel und Andrea. Gut, auf dieser Seite ist nichts. Wieder mal eine Sackgasse. Ist doch schön, dass es da auch zwischen ihnen mal gibt. Noch nicht bereit. Bravo! Ja, denken wir doch halt auch mal neue. Das ist nicht das Werk von Seelenerntern. Was ist hier geschehen? Keine Ahnung. Noch mehr Tote? Tod den Adligen! Was passiert hier? Revolution! Unsere Unterdrücker müssen gestürzt werden. Der König ist in der Stadt, aber wir haben ihm eine Falle gestellt. Die gesamte Stadt wird angegriffen. Und ihr wollt den König in einen Hinterhalt locken? Seid ihr des Wahnsinns? Was? Ihr wollt euch uns nicht anschließen? Dann sterbt zusammen mit unseren Feinden. Ich brauche mehr Zeit. Lord Winton, wir sind über die Nachricht von einem überlebenden Regiment hoch erfreut. Mit dieser neuen Streitmacht können wir das Blatt wenden und unsere Stadt retten. Eure Differenzen mit der Krone sind kein Geheimnis. Doch wir sind froh, dass ihr in diesen gefährlichen Zeiten darüber hinwegsehen könnt. Westmark wird bestehen. Was sehen wir denn noch? Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Einige meiner Männer sind im Hof von Wiedergängern umzingelt. Bitte helft mir dabei, sie zu retten. Ich brauche mehr Zeit. Das werde ich nicht tun. Okay, ist dann jedenfalls sie. Wisst ihr, warum das hier geschieht? Es ist völliger Wahnsinn. Bringt eure Männer zur Enklave der Überlebenden im Hof der Zakarum-Kathedrale. Geht. Aber auf jeden Fall jetzt ein Haufen Nebenquests. Mal ein Schatz.
Noch nicht bereit. Ja, wir sehen den nächsten Mal. Vielleicht über ihren Beschluss dabei kann. Das geht noch nicht. Noch nicht bereit. Also für das, dass wir 2 finden, dürfte wenigstens mal einer kommen. Da ist schon mal froh. Sind wir viele, also gehen wir da mal ein bisschen Gas und gehen mal viele noch. Ich brauche mehr Zeit. Da wird nicht das sein, wo wir hin müssen. Ave interitus, insurgus elistros in situ. Was geht hier vor? Ich rufe die Seelen zurück, die diesen armen Menschen gestohlen worden sind, um sie wieder zum Leben zu erwecken. Sie verwesen bereits. Eure Einmischung verheißt mit Sicherheit nichts Gutes. Vielleicht sogar euren eigenen Tod. Moment, was ist das für ein Geräusch? Das war so nicht geplant. Das geht noch nicht. Ihr könnt von Glück sagen, dass ihr noch lebt. Hört auf, mit Mächten zu spielen, die ihr nicht versteht. Ja, natürlich. Seid gesegnet, werter Herr. Okay, also jetzt sind wir mal laufen. Jetzt wird es trotzdem viele. Gegner tun immer ein bisschen ignorieren. Noch nicht bereit. So bin ich mega nervig, so wie dir. Das kann ich nicht. Geschafft. Ich brauche mehr Zeit. Geht noch nicht. Ja, ist wieder ziemlich großes Gebiet. Da. Gäbe es hier noch Menschen, würde ich euch zeigen, wie man im Vorbeigehen einen Geldbeutel stiehlt. Nach Jahren des Flehens ließ sich der Angiresrat endlich darauf ein, mich mit der Suche nach Maltael zu beauftragen. Ich werde nicht versagen, denn die Anwesenheit meines Meisters in den hohen Himmeln wird... Diese Todesmaid kontrolliert den Seelentegel. Doch nicht mehr lange. Da könntet ihr recht haben. Noch nicht bereit.
brauche mehr Zeit. Ihr habt die euch überkommene Finsternis selbst. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Danke. Ich wusste, dass ihr rechtzeitig kommen würdet, um mich zu retten. Wie konntet ihr das wissen? Ich bin Miriam Yassir, eine Seherin der Vezin. Ich habe unser Treffen vorhergesehen. Doch nicht dieses Grauen. Ich bin gekommen, um euch zu helfen. Ein einziger Seelentiegel ist noch übrig. Wenn ihr ihn zerstört, werden die Maiden keine weiteren erzeugen können. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir müssen los, und zwar jetzt. Ja, ist gut, ich glaube das. Maltael. Er beobachtet euch. Ich konnte Maltael in Sanctuario nicht ausfindig machen. Aber was ich fand, waren viele Menschen. Zu viele. Sie morden, sie betrügen einander und lassen es zu, dass derweil ihre Brüder an Hunger sterben. Sollte ihre wahre Macht jemals freigesetzt werden, ist unser aller Schicksal besiegelt. Sie haben die Wahl zwischen dem Guten und dem Bösen, und sie wählen zumeist das Letztere. Ihr solltet euch zur Enklave der Überlebenden aufmachen. Hier draußen ist es nicht sicher. Unsinn, ihr werdet mich schon beschützen. Und nachdem ich gesehen habe, was diese Dinge einem antun können? Sagen wir einfach, dass ich die Zerstörung des letzten Seelentiegels mit eigenen Augen sehen muss, wenn ich jemals wieder ruhig schlafen möchte. Ich habe keine Lust zum Kämpfen, darum laufen wir da einfach mal nicht dagegen rum. Oh nein, freeze, wie freeze. Dass er wieder langsam wird. Also da können wir jetzt hier kämpfen. Ich rieche Schätze. Noch nicht. Noch nicht bereit. Zurück in die Hölle und... Ich brauche mehr Zeit. Ihr seid ein wahrer Künstler im Beseitigen der Diener des Todes. Ignoriert mich einfach. Ich warte hier drüben. Darf ich euch Gesellschaft leisten? Das geht noch nicht. Noch nicht bereit.
Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Niemand hält mich zurück. Ich brauche mehr Zeit. Das geht noch nicht. Was war das? Das war Ursael. Ursael? Ursael ist der Engel, der Maltaels Streitkräfte in Westmark befehligt. Ich vermute, dass ihr ihn verärgert habt. Gut. Gehen wir zur Enklave. Ich muss sehen, ob Tyrael schon erfolgreich war. Dann wären wir Retro. Wieder normal alles Retro laufen. Noch nicht bereit. Eigentlich habe ich da raus wollen. Und die anderen sollen ein bisschen kämpfen und wir laufen drauf davon, wie ich keine Lust habe. Ganz einfach. Bitte, Ich brauche mehr Zeit. Noch nicht bereit. Das geht noch nicht. habt meinen ergebensten Dank. Nun können wir alle Ruhe finden. Okay, da ist wieder so eine Nebenquest. Da jetzt noch mehr zum Erkunden, aber ehrlich gesagt habe ich gerade heute keinen Bock. Nur wegen der Musik da die ganze Zeit hier und her laufen. Ja, weiß auch nicht. Mal ignorieren. Aber das ist nur ein langer Weg, Retro, ehrlich gesagt. Nö. Bitte, sagt keinem, dass ich aus. Das geht noch nicht. Lese ich hier in Westmark und die Frauen würden es nicht mehr möglich. Falls wir noch Leben finden. Ich brauche mehr Zeit.
wollte Ritter laufen, ich weiss. Und das ist wieder eine überlange Folge. Oder wieder mal eine Folge, wie es im Anfang einig gewesen wäre. Dann hätten wir es doch geschafft zum Wegpunkt. Und zu der Enklave. Und dann, Tyrael ist angeblich ein Engel. Warum hilft der Maltael nicht? Wer sagt denn, dass er das nicht tut? Ja, das wissen wir alle nicht. Aber es sind wieder ein Haufen Leute, die möchten reden. Aber die Folge ist schon genug lang, würde ich sagen. Somit vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und man hört sich.